Werke von Matthias Zesch. 29 Jahre lang war er Lehrer an der Schule gewesen. 29 Jahre. Und Lehrer, das war er arg gern gewesen. 22 Jahre davon war er Werklehrer gewesen. Und das war er am allerliebsten gewesen. Selbst wie er Rektor von der Schulwoche ist, hat er weiter ein paar Stunden Werk gegeben, in seinem langen grauen Kittel, und manche Vertreter haben ihn für den Hausmeister gehalten. Da muss er heute noch schmunzeln, wie die geguckt haben, weil er ganz nett und freundlich mit ihnen zum Büro vom Schulleiter gegangen ist, dort sein Kittel hinter die Tür gehängt und sie fröhlich empfangen hat. Später war er dann Abgeordneter im Landtag und zuletzt Schulrat. Ja, das war er auch, bis er pensioniert war ist. Jetzt ist er schon 83, hört nicht mehr ganz so gut und werkelt als im Garten rum und im Keller an der alten Werkbank zusammen mit seinem Enkelchen, der wo schon in die erste Klasse geht, in die allerselbe Schule, wo er selber sein halbes Leben Lehrer gewesen ist. Neulich hat die Lehrerin von den Erstklässler die Idee gehabt, die Anfangsbuchstaben von den Kindern basteln zu lassen. Eine Gruppe mit Salzteig, eine andere mit farbigem Papier und eine dritte Gruppe mit Sperrholz, wo man mit der Laubsäge aussägen und mit Ölfarbe anmalen gemisst hat. Und da hat sie gefragt, ob jemand einen Papa oder einen Großvater hätte, wo beim Aussägen helfen könnte. Sie hat ja gewusst, was das für ein Zirkus gibt, mit so einer Flohherd begeisterte Nachwuchshandwerker. Und da hat er gleich vom alten Schullehrer seinem jüngsten Klein geblättert. Mein Opa, der konnte es. Und jetzt steht er da, nach 30 Jahren, in seiner alten Schule, im Keller, in seinem Werkraum, und es riecht wie sellemals nach Holz und Farb und Terpentin, und die Schränke sind noch dieselbe, haben noch ein paar Kratzer dazugekriegt und ein paar Schliefer mehr verloren. Und da, auf dem Regal, ist sie noch, die kleine Holzkutsch mit den 2 Geilchen. Sei letzte Produktion mit den 24 Neunklässer. Ein Fließband erbt. Ach Gott, was haben wir da an der Pendelachs rumprobiert, bis wir's Haus gerade haben. Oh, da kommt sie, ja, die Frau. Ach, wie hat sie noch Käse? Die Lehrerin von seinem Enkelchen. Wie die grad lachen und sich freuen tut. Die tut ja strahlen wie ein Dreckschipp. Oh je, hat die sellemals geheilt auf dem Gang nach der Konferenz, weil sie noch im Referendariat von der Schulfahrt gemisst hat. Und er hat sie kaum Dresden gekannt. Siehst, jetzt ist er doch wieder da, noch so viel Jahre und 3 Kinderkriegzeiten. Es ist ihm ein bisschen anders geworden, ein bisschen komisch ums Herz, und er hat gespürt, wie ein bisschen Achwasser hochgekommen ist. Da hat er ganz tief geschnauft und sich die Nase ein bisschen zu laut geschneuzt in sein Sacktuch, wegen dem Stab, wo da in der Luft gelanzt hat. Man kann das mit einer Gefühle ja nicht so zeigen, weder Kinder und überhaupt. Und dann hat er den Krach gehört. Den Krach von vor 40 Jahren, den Krach von 28 Schulkindern. Und wie von selber ist er an die Tisch gegangen, zu den Kaffrose, und hat sie gefragt, «Und ihr Männer, wie weit sind ihr?» Und dann hat er dem einen sein Laubsägeblättel eingespannt, dem anderen sein Brettel richtig rum hingelegt, dem glänzte der Drehstuhl hergekurbelt, dass er aufkommt, und so eine wilde Schnelle gezeigt, wie man präzis und genau auf dem Strich sägen tut. Und batsch ist ein Blatt gebrochen, und vor dem verschreckten Gesicht hat er's halt wieder gewechselt und dem Buch vorgemacht, wie man schön doucement um die Ecke rumsägen kann. Und schon war die Stunde rum und die Säge aufgeräumt und die Spähe aufgekehrt und er wieder zu Fuß übers Feld auf dem Heimweg. Uns war ihm so leicht ums Herz und doch ein bisschen schwer, aber er war ja allein und im Winter, bei der Kälte, da ist es ja normal, dass die auch ein bisschen feucht werden. Und hat er nicht in der Nacht davon geträumt, wie sie eine Kugelbahn in der Abschlussklasse zusammenbasteln, mit so verstellbaren Bahnen, wie 12 Buben die Latte sägen und glatt schmirgeln und lackieren und wie 12 andere aus Kanthölzer Kreisel drehen und einfach ums Verrecken nicht rauskriegen, wie man den Nachel genau in die Spitzkloppe tut, so dass das Ding richtig rundlaufen tät. Und auf einmal steht die Lehrerin in der mit seinem Enkelchen und der Feger blatt. Mein Opa,
der konnt's.